Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alter, ich hoffe, euch geht's gut. Oh mein Gott, ich freue mich einfach so auf die Podcast-Folge, um euch zu erzählen. Es ist wieder mal, ich sage euch ganz ehrlich, mein Schlafrhythmus ist langsam echt problematisch. Meine Work-Life-Balance, ja gut, ist eigentlich auch am Arsch. Aber ich meine so grundsätzlich, wir haben gerade 20 ab 2. Ich habe morgen Schule. Leute, Alter, es ist schlimm. Aber to be fair, wir haben heute auch einen crazy Tag. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Ich weiss nicht, warum ich gerade noch funktioniere. Alter. Aber heute war der Flomi. Und ja, wir haben sehr viel erlebt. Wir haben auch sehr viel zu besprechen heute allgemein. Alter. Ich habe wieder mal meine Liste gemacht. Ich finde, es hat voll ein Upgrade gegeben. Früher habe ich das immer auf meinem Blog gemacht. Dann habe ich es irgendwann auf dem Handy gemacht. Jetzt habe ich es auf meinem iPad gemacht. Ich schwöre so, Leute, ich finde, das war die beste Entscheidung gewesen, seit langem, das iPad zu kaufen. Ich habe zuerst gemeint, ich brauche es nicht so. Also ich habe immer gesagt, ich will eigentlich, also in dem Moment, ich kann nicht mehr reden, Alter. In dem Moment, wo ich ein iPad gebraucht hätte, bin ich so gewesen, oh mein Gott, ich brauche ein iPad. Und dann habe ich mir das überlegt, okay, gut, habe ich nicht eins gekauft, vielleicht hätte es wahrscheinlich nachher nichts für anderes gebraucht. Aber jetzt habe ich ein iPad gekauft und ich brauche es so oft, es ist so geil, Alter. Ich komme nachher noch drauf, für was ich es alles brauche. Aber nur schon mit einem Stift können malen und also nur schon fürs Studium halt brauche ich es mega viel, weil ich halt so eben Storyboard und Zeichnungen und Skizzen und alles muss machen und so. Und das ist ultra geil, Alter. Aber auch sonst, es ist so, ich weiß auch nicht, ich finde es so nice. Und ich fühle mich nur schon so organisiert, dass ich dann mit meinem iPad hocke und meine Notizen da habe. Es ist crazy, Alter. Als hätte ich das komplette Leben im Griff. Aber ja, also wirklich, ich habe viel zu erzählen. Ich habe lustige Storys. Und ja, wir gehen am Schluss noch auf ein Thema ein, wo es so ein bisschen grundsätzlich darum... Nein, soll ich das schon droppen? Ich glaube, demnach nehme ich es vielleicht auch gar nicht in den Titel, oder vielleicht auch schon. Ja, komm. Also es geht darum, wie man sich verhalten soll, wenn man in eine neue Gruppe kommt. Das habe ich ja zum Beispiel in Genf dann wieder das Problem sein. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt, weil ich ja schon ein paar Sprachaufenthalte gemacht habe oder irgendwie in eine neue Klasse gekommen bin und so. Und ich mir auf jeden Fall ein paar Tipps angesammelt habe, weil das immer meine grösste Angst war. Und ich mich dann einfach an irgendjemanden geklammert habe und dann bin ich ja nicht lohnt bin. Darum, ich habe wirklich... Ich habe aktiv Tipps gesammelt. Von dem her, ich glaube, das wird auch noch ein spannendes Thema. Aber ich glaube, wir fangen ganz von vorne an mit dem... Nein, wir fangen mit meiner Decke an. Seht ihr die Decke? Die Decke ist die schönste Decke, die ich glaube jemals in meinem Leben gesehen habe. Der Can und ich, wir sind gestern... Ist das gestern gewesen? Ja. Sind wir in Fissen gewesen, oder Fitzen, wie sagt man dem Laden, Alter? Der kennt das sicher, den Fitzen. Und der hat... Irgendwie in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, oder ist das schon immer gewesen, aber mir ist das mega aufgefallen. Ich habe immer das Gefühl, das ist voll der Kleiderladen, aber das ist halt auch voll der, ich sag mal, Accessoire/Deko-Laden. Und seit wir ausgezogen sind wir halt komplett auf Deko halt ausgelegt. Vorher habe ich ja nie, also keine Ahnung, ich habe mich nie für Deko interessiert oder so. Das habe ich jetzt nie so, ich weiß auch nicht, ich habe auch ein bisschen einen anderen Stil gehabt. Sicher, mögt ihr euch noch an die Podcast-Folge erinnern, wo der Can und ich so ein bisschen erzählt haben, wo wir frisch in die Wohnung gezogen sind. Das ist einfach schon ein Jahr her. Und jetzt sind wir beide noch komplex von, dass wir einen mega krank unterschiedlichen Style haben. Also Wohnungseinrichtungsstyle. So. Und ich muss sagen, es ist mittlerweile immer ähnlich. Also gerade was so... Also weißt du, jetzt haben wir so unsere Also jetzt haben wir ja alle Möbel eigentlich. Jetzt ist ja eigentlich das meiste Deko. So, wir haben auch recht viel Deko schon. Aber jetzt gibt es noch so kleine Gadgets, weißt du. Und das sind wir teilweise recht ähnlich. So, wir haben an den genau gleichen Sachen gefreut. Also wirklich, wir sind in diesem Fissen gewesen und wir haben uns beide so gegenseitig aufgeilt. Alter, er zeigt etwas und ich bin so gewesen, oh mein Gott! Und er ist wieder so, also ich habe dann wieder etwas gefunden, er so, oh mein Gott, wir brauchen das! Und Alter, ich weiss auch nicht, wir sind gestern so crazy gegangen, wir hätten den halben Laden leer kaufen, es war echt geil gewesen. Ich habe eigentlich die anderen Sachen, wir haben also, okay, ich sage schnell, was wir gekauft haben. Wir haben 3 Sachen gekauft, eben zum einen die Decke, die ist so schön. Es ist auch so bequem und alles. Es ist richtig geil. Dann haben wir noch so, man, es klingt so dumm, so eine Vase, aber es ist so eine Gummibärli-Form und sie ist so aus Keramik und sie ist so lila. Bro, die ist, oh mein Gott, ist die schön. Die ist, wow, es ist wirklich, und sie ist ja so funny, sie ist ja cute, auch weil lila ist so meine, also ich habe Verbindung zu lila, weil das ist meine Lieblingsfarbe und mein ganzes Zimmer früher war lila gewesen. Und er hat Verbindung zu Gummibärli, weil er hat ja zum einen ein Gummibärli-Kettchen und er ist komplett, also
Bro, wenn du ihn willst mit etwas glücklich machen, dann kauf ihm Gummibärli oder einfach allgemein Schleckwaren, so Süßigkeiten, weißt du, die grusigen, sauren Dinger, so ich bin komplett ein Schoki-Mensch, ich check das gar nicht. Aber wenn du ihn willst glücklich machen, dann bringst du ihm so etwas heim. Darum, er ist so komplett Gummibärli und so. Ja, darum ist es so eine schöne Mischung von uns beiden. Es hat noch so eine tiefere Tiefe von der Story, wisst ihr. Ja, dann haben wir einfach noch andere Sachen gekauft. Aber auf jeden Fall, das war unser grosser Kauf gestern. Darum, die Decke habe ich einfach ganz kurz erwähnen. Die ist schon krank. Nur schon, das Töpfchen, das passt jetzt, okay, von der Farbe nicht ganz. Also, ich sehe den Vibe. Seht ihr? Es passt jetzt vielleicht zusammen nicht ganz, aber es ist ein Vibe. Ich habe ihn gecatcht, oder? Genau. Ja, aber ich eigentlich will beim Flomi anfangen, weil ich muss sagen, das ist so gerade irgendwie das Aktuellste in meinem Kopf, weil das war heute gewesen. Ich habe Millionen von Eindrücken gehabt. Ich könnte euch voll labern, was ich heute alles erlebt habe. Es war crazy gewesen. Und es ist so toll gewesen, einfach ein paar von euch können in Real Life zu sehen, mit euch labern. Es haben auch hure viel so gesagt, so, hey, ich lasse deinen Podcast und so. Ich weiß auch nicht, ich habe mich so fest gefreut. Und ich weiß auch nicht, es ist so, es hat sich angefühlt wie ein Gehen und ein Nehmen. So. Ich weiß auch nicht, ich kann einfach nicht wie die Kleider geben und ich habe mir so viel Energy gegeben und es ist so fucking cute gewesen. Also wirklich, ich weiß auch nicht, in so einem Moment merkt man einfach, ich weiß auch nicht, ich kann das voll nicht beschreiben, weil, I don't know, du hast dann so, ich kann gar nicht in Worte fassen, Leute, aber es ist so ein schönes Gefühl, euch in Real Life begegnen und eben Gespräche haben und es ist einfach, nur schon ein Lächeln, Bro, das ist crazy, wie viel positiv, es ist einfach so eine, ja, einfach wie eine positive Energie von jedem, der gekommen ist und so sich den ganzen Tag irgendwie so, I don't know, das ist so etwas Ungewöhnliches, also wie, eben darum kann ich es nicht so gut beschreiben, das gibt's ja, das ist ja eigentlich etwas unmenschlich, dass man so viel Liebe am Tag bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich etwas, wo man sonst nicht kennt, dass man so hart viel Liebe an einem Tag bekommt und darum I don't know, eben kann ich das wie gar nicht so beschreiben. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig crazy. Alter, ich bin jetzt am Strahlen. Nein, und da hat es auch Leute, Bro, die sind von fucking Chur gekommen, irgendwie 4 Stunden gefahren, oder von Bern, oder vom Glarus, oder keine Ahnung was, Alter. Nur schon von Osterkosen sind gekommen, sind geile Sachen, Alter. Und da hat es Leute gegeben, die sind, Alter, das habe ich so krass gefunden. Eine, die ist letztes Jahr, also ich sage im letzten Jahr, das war halt im Februar, aber am letzten Flomi ist sie schon gekommen, im vorletzten glaube ich sogar auch schon. Und die hat die Kleider angelegt, die sie letztes Mal gekauft hat. Sie kommt so und ich bin so, wait a minute, ich habe so genau das Oberteil und genau die Hose gehabt. Vor allem das Oberteil habe ich erkannt, weil ich das so auch Secondhand gekauft habe. Das heisst, es war jetzt nicht so ein Piece gewesen, wo man so, weißt, wo man so da im H&M gefunden hat und jeder zweite hat es angehabt, sondern es ist sehr spezifisch gewesen. Und ich habe das so cute gefunden, dass die einfach meine Kleider, die sie letztes Mal gekauft hat, so, hat sie einfach so ihr ganzes Outfit. Nein, es ist, oh mein Gott, ist das cute gewesen, wirklich. So herzig, also wirklich, ich weiß auch nicht. Es ist mega schön gewesen, es ist wirklich schön gewesen. Und es sind auch alle so herzig. Ich komm nicht auf das klar, wenn ihr so interagiert mit einem und eben so, im Fall no joke, ich glaube, ich finde, das ist eines der herzigsten Komplimente und das ist mir heute wirklich oft gegeben worden und darum, das ist etwas, wo mir das Herz aufgeht, wenn mir jemand sagt, so, du bist in Real Life so sympathisch, ich weiß nicht, irgendwie so, I don't know, das ist so ein Kompliment, dass einem jemand sympathisch findet oder auch so, ich weiß auch nicht, ja, das ist mega pretty, mega cute gewesen. Jetzt rede ich auch Englisch. Ja, und, das wollte ich auch noch mit eurem Podcast anschauen. Ich habe mega cute von ein paar Girls ein paar Sachen bekommen und ich habe gedacht, ich will die mit dir zusammen anschauen, weil das ist so herzig. Ich kann nicht to be fair, 1-2 Sachen sind Essenssachen gewesen. Ich habe sie schon während dem Flomi gegessen, weil Bro, also die einen also 2 Girls haben mir Kinderriegel geschenkt und die sind halt instant weg gewesen, muss man so sagen, wie es ist. Und es ist halt auch eben am Flomi
du bist die ganze Zeit beschäftigt. Du bist die ganze Zeit am Umrennen, also gerade am Morgen. Bro, das ist ja krank. Sorry, ich sage die ganze Zeit Bro, es tut mir so leid, aber es ist gerade crazy, alles ist wirklich Bro. Nein, es hat ja um 9 Uhr angefangen und so am 10 vor 9 Uhr, ich habe so gefühlt niemand gesehen. Und ich bin schon, ich weiß auch nicht, es ist halt immer Angst, dass so niemand könnte kommen. Wirklich, jedes Mal so, dass es so fucking cringe ist, dass man so auf Social Media, Leute, dann ist etwas, nachher kommt so niemand, weißt du, was ich meine? Es ist immer so ein bisschen eine scheuche Angst da. Am 10 von 9 Uhr nichts los gewesen. Es ist Punkt 9 Uhr auf einmal ein fetter Ansturm. Das ist so krank gewesen, Und es ist wirklich pumpenvoll gewesen, etwa eine Stunde lang bis um 10 Uhr. Und wir haben ja etwa 10 Säcke haben wir Kleider gehabt. Also eigentlich vorig, haben wir gedacht. Und in dieser Stunde haben wir alles, also weißt, wir haben ja immer wieder Kleider neu aufgehängt, weil wir haben ja nicht alle 10 Säcke auf den Kleiderständer drauf tun. Also wir haben so einen Kleiderständer gehabt und dann so einen kleineren Kleiderständer für Jungskleider und nach hinten einfach so einen Tisch, wo wir auch Kleider angelegt haben. Das ist auf jeden Fall ja nicht nur der Ständer gewesen, aber trotzdem, wir haben jetzt wie so einen Teil mal angetan und dann haben wir immer wieder aufgefüllt. Und eben nach einer Stunde ist meine Mama plötzlich gekommen, wir haben keine Kleider mehr vorig. So, what the fuck, Alter, was passiert da gerade? Also es ist echt krass, wie schnell die Kleider weg sind. Und es hat mir teilweise auch so leid da, weil es ist zum Beispiel ein Girl von Bern gekommen und ist, glaube wirklich am 8:45 oder so da gewesen, also eigentlich wirklich recht pünktlich. Und sie war so, hey, ich habe in TikTok so eine Lederjacke gesehen, ist sie noch da? Und ich so, oh mein Gott, nein, sie ist schon weg. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil die ist extra von Bern gekommen, die ist keine Ahnung wann aufgestanden und hat sich wahrscheinlich gehofft, dass sie, wenn sie schon so früh ist, die Jacke bekommt, und dann ist sie auch schon weg. Oh mein Gott, das ist so schlimm gewesen. Ja, darum... Ja, nein, oh mein Gott, ja. Oder eben dann sind halt Leute, eben die vom Glarus gekommen sind, die sind erst um 2 am Nachmittag da gewesen, wo halt gefühlt alles schon weg war und keine Ahnung, ja, nur noch die übrigen Kleider, die jetzt halt vielleicht nicht mehr so die Banger sind, noch da sind und weißt du, die sind so 4 Stunden gefahren, das hat mir so leid da, es ist so, ja, voll. Das war schwierig, aber ja, die haben sich auch trotzdem mega gefreut und haben nachher auch noch recht viele Sachen gefunden, actually, crazy. Ja, aber es war grundsätzlich sehr geil gewesen. Und ich wollte jetzt eigentlich mit euch die Sachen anschauen. Eben, wie gesagt, die Kinderriegel sind schon weg. Raffaello sind auch schon weg. Aber ich zeige euch sonst mal das restliche Zeug. Einen Moment. Wir haben da zum einen von zeigen, das war das herzig gewesen. Zuerst mal schenkt die mir einfach Rosen. Fucking Rosen. Mit so Glitzer drauf. Ich weiss gar nicht, ob sie das selber gemacht hat. Ich habe sie gar nicht gefragt. Aber es ist so herzig, so cute. Können wir mal schauen, wie schön die sind. Das ist so cute, Alter. Das ist mega schön. Das ist, weiß auch nicht. So, dann hat es noch das Körbchen, weil ich habe da noch die anderen Sachen drin. Ich muss da ganz schnell raussuchen. Das Körbchen haben sie mir gegeben. Zum einen mit Trolli, saure Glühwürmchen. Sehr cute. Und, oh mein Gott, ist das herzig gewesen. Einfach Hasenfutter, Äpfelchips für den Gaschi, für mein Häschen. Ist das herzig? Nein, ich kann nicht mehr. Das ist sogar an mein Häschen gedacht. Ich kann ja nicht mehr. Alter, ist das cute. Dann, was hat es da noch drin? Da hat es noch iPad-Maske in goldig. Ich muss das jetzt schnell dahinter tun. Und eine Peel-Off-Maske. Kann man immer brauchen. Und jetzt, Alter, wie cute! Sie haben selber gemachte, wie sagen wir das? Armkettchen gemacht. Ich muss es schnell einzeln zeigen. Zum einen da steht I love Natti mit so Perlen, mit so weißen. Oh mein Gott, ist das herzig. Dann, was steht da? Natti mit so Seesternen. Vor allem, ich habe ja da Seesterne. Ich habe mein ganzer Arm, da ist auch voller Seesterne. So. Sorry, ich habe gar nicht ins Mikrofon geredet. Da, ich habe Seesterne an. Da, so. Oh, nein, ist aber geht. So, haben Sie das gesehen? Yes. Und das dritte, meine Lieblingsfarbe, lila. Da steht Natti einfach drauf. So, das ist so herzig. Alter. Das ist wirklich richtig, richtig cute. Und dann ist noch ein Brief geschrieben. Da steht: Liebe Nati, das Schweizerdeutsch. Wir lieben dich und deine Videos mega. Du bist so sympathisch und so wunderschön. Wir lieben, dass du immer so positiv bist und immer, wenn es uns nicht so gut geht, schauen wir deine Videos und uns geht es dann gerade besser. LG, Emi und Chiara. Alter, ist das cute, Leute! Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich... das ist einfach so herzig. Also falls ihr gerade zuhört, wirklich grosser Kuss an euch. Mega, mega cute gewesen. Dann haben wir noch... Ich muss schnell schauen. Ja.
tun wir das schnell da oben. Dann hat Ice Girl, vielleicht hörst du gerade den Podcast, weil sie hat geschrieben, liebe Nati, ich liebe deinen Podcast. Ich klammere, danke vielmals, auch mit sauren Glühwürmchen. Darum, ich grüße dich, so herzig. So herzig. Weißt du, ich rechne ja obviously mit gar nichts so, also mit gar kein Geschenkli. Und dann, dass dann Leute sich so Mühe machen, oder nur schon so die selber gemacht haben, das ist so krank, das ist so cute. Wirklich, big thanks. Also nur schon alle, die gekommen sind im Fall, ich schätze das so fest, ihr wisst es nicht. Ich finde das so schön, dass ihr, ja, wenn es nur wegen der Kleider ist oder wegen mir, dass ihr einfach gekommen sind und mich supportet habt. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde das mega herzig, wirklich. Das war so cute gewesen. Bro, ich habe noch 50 Stichworte von Sachen, die ich jetzt nicht erzähle und ich bin schon wieder eine halbe Stunde gefühlt. Aber wir machen einfach mal weiter. Ein weiterer Punkt. Momentan ist im Studium gerade so, ja, geht chillig nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist gerade das erste Mal in meinem Leben, wo jetzt nicht so krank viel los ist. Und ich kenne das gar nicht eigentlich. Weil sonst sind gerade tausende Kooperationen, tausende Events, mega Stress im Studium, eben bei Social Media auch Stress, es ist viel los, man ist viel unterwegs, es ist so, keine Ahnung. Und jetzt gerade, meistens im November, ist es so ein bisschen stille, weil zum Beispiel Kooperationen sind dann meistens im Dezember, vor Weihnachten und so, oder Events auch und auch, ja, keine Ahnung, so Sommer ist halt auch mehr los und so. Darum, jetzt ist gerade so das erste Mal so ein bisschen still. Und ich finde, das ist so für mich halt weird, weil für mich bin ich bin dauernd am Umrennen. Ich kenne es nicht, dass ich einfach mal heimkomme und so nichts zu tun habe. Eben, manchmal komme ich auch heim und ich mache dann einfach nichts, aber ich hätte immer etwas zu tun. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ich bin zum Beispiel auch mega aktiv so auf TikTok. Da bin ich so stolz auf mich. Ich glaube, ich habe auch schon erzählt, dass ich so ein bisschen einen Struggle habe mit wieder so regelmäßig posten. Momentan geht es wieder hure gut, aber irgendwie, I don't know, so ich merke so, zum Beispiel ich tue auch mega viele Sachen während der Stunde, also während der Schulstunde zu erledigen. So, meine Lehrer haben da auf die Tore zugegeben. Aber es ist wie, ja, auch so ein bisschen ruhigere Phase. Und darum, ich weiss nicht, ob das gerade, es klingt vielleicht jetzt gerade ein bisschen krampfhaft, aber ich kann dann irgendwie gar nichts machen. Also ich fühle mich fast schlecht, nichts zu machen. Oder es ist wie, wenn ich eine Phase hätte, wo ich jetzt etwas schaffen müsste, wo ich kann nichts arbeiten, dann bin ich so wie, was mache ich jetzt? Ich muss ein Ziel haben im Leben. The fuck? Also ich hatte zum Beispiel letzte, wann war das? Am Mittwoch? Dienstag oder so, keine Ahnung, ist ja gleich, bin ich heimgekommen und also Can ist ja im Zivildienst, der war noch nicht daheim gewesen, und ich bin halt schon am Mittag heimgekommen und ich habe einfach aus dem Nichts hure Bock gehabt, zum komplett Haushalt machen etc. Also ich weiß auch nicht, weißt, ich mache ja Haushalt manchmal so ab und zu. Nein, aber ich mache Haushalt und dann ist es meistens so eine Überwindung. Immer so ein, ich sollte mal, okay, da ist wieder Staub, okay, ja, man sollte mal wieder, und dort ist der Kühlschrank voll und das muss man berühren. Keine Ahnung, einfach so, Haushalt ist für mich so etwas, was so eine Pflicht ist. Und ich glaube, für viele von euch sicher auch. Und an diesem Tag habe ich Bock gehabt. Ich habe keinen Bock gehabt zum Anhocken. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe mich selber nicht erkannt. Und ich habe gar nicht gewusst, von wo ich die Energie habe. So, ich habe wirklich Sachen erledigt. Ich hasse es zum Beispiel Briefe öffnen und so. Oder weißt du, so Rechnungen zahlen. Das ist so, ja, okay, das kann ich machen, aber nachher die huren Briefe einordnen und weiss doch nicht und welchen darf man in den Kübel rühren, welchen nicht. Oh, die ganze Buchhaltung, das scheisst mich so hart an. Ich tue einfach einen Brief. Ich habe dann einfach irgendwo eine fette Beige von Briefen, die ich dann irgendwann mal in meinem Leben werde einordnen. Aber das scheisst mich so an. Und auch das, ich habe das auch so straight up, wirklich, als wär's ich habe so gar keinen Schweinehund gehabt. Also ein innerer Schweinehund. Ich habe einfach meinen Ordner für geholt, alle Blätter sortiert und es ist so einfach auch. Es ist so einfach. Es ist ja auch, Haushalt ist eigentlich nicht ein riesen Ding. Dann holst du mal den Staubsauger für und du schnell saugen. Es ist einfach gleich so ein innerer Schweinehund. Es ist ja nicht ein Aufwand in dem Sinne, aber es ist gleich einfach der innere Schweinehund. Und der ist einfach weg gewesen. Das habe ich so krass gefunden. Und was eben auch wieder neu ist, dass ich am Abend jetzt wieder Bock habe, um so ein bisschen Französisch zu lernen, ich glaube, ich brauche einfach ein Ziel. Ich keine Ahnung, was mit mir los ist, aber ich habe wieder Bock, mich in dem Hustlen. Ich brauche immer so ein bisschen Hustle. Und jetzt habe ich wieder Bock, weil ich wieder endlich ein bisschen mehr Zeit habe, will ich wieder ein bisschen mehr Französisch hustlen. Und jetzt habe ich wieder Duolingo runtergeladen und bin da
daily am machen und bin am Film auf Französisch schauen und am Podcast auf Französisch hören und ich habe mir Quizlet runtergeladen und ich habe bei Quizlet bei meinem Account, den ich habe ich noch alle meine Dateien vom Gymi damals und ich bin die so durchgegangen, einfach zu mein Ego pushen, wie viel ich noch kann. Es ist crazy. Es ist echt crazy. Also falls ihr noch in der Schule sind und ihr gerade denkt, ihr habt den grössten Anschiss auf Französisch oder sonst irgendein anderes Fach, glaubt mir, wenn ihr aus der Schule sind, das habe ich ja auch in dieser Podcast-Folge gesagt, über das Schulsystem, dann ist Lernen einfach ein anderer, du hast einfach einen anderen Trieb. Wenn du Bock hast auf das, um dich weiterbilden, um etwas zu lernen, dann ist das ein ganz anderes Lernen, als wenn du es musst. Und wenn du so viele Fächer hast und so viel Stress und Druck mit Millionen von Prüfungen und Millionen von Fächern und alles, das bringst gar nicht alles in den Kopf rein, dann hast du auch gar keinen Bock, etwas anderes zu lernen. Aber wenn du mal ein bisschen Zeit für dich hast und wenn du das nicht machst aus einem Druck oder aus einfach, doch eigentlich Druck, so mit Noten oder mit Vergleichen oder mit Zukunftsängsten oder whatever so, oder weil du vielleicht in deinem Kopf hast, das bringt mir eh nichts im Leben, dann ist das etwas ganz anderes. So. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Französisch das Wichtigste ist in meinem Leben, wo ich muss lernen muss. So, sicher gibt es Sachen, die relevanter sind, wie eben Steuererklärungen und all das Scheiß. Aber so, ich merke, dass das ist etwas, was mir eine Freude macht. Das ist etwas, was mich antreibt. Ich habe das Ziel, um das mal fließen zu können. Ich gehe auf Genf. Und ich weiß auch nicht, das ist so geil. Voll, das ist momentan eben auch wieder so ein Update, dass ich wieder so voll im französischen Film bin. Ich weiß nicht, ob es sich nächste Woche wieder ändern wird, aber momentan, diese Woche, ist das echt etwas gewesen, wo ich mich daily beschäftigt habe. So jeden Abend heimgekommen. Und ich habe dann eben auf meinem iPad, habe ich dann auf Quizlet oder während der Stunde und so. Es ist echt hure bockt hat's halt. Voll, eben das ist darum gibt es in der Schule momentan nicht so viele Updates. Wir sind immer noch am Animationsprojekt. Aber das, habe ich das Gefühl, wird ab morgen wieder stressig, weil ab morgen fängt es an animieren. Weil bis jetzt haben wir ja immer müssen, bis jetzt war so die Aufgabe gewesen, wie wir alles planen, wir müssen die Kreativität, wie wir das Video planen, wie wir den Text machen, das Voice-Over, all das, wie wir zeichnen, dann wir zeichnen. Jetzt haben wir so alles ready. Und jetzt geht es halt darum, dass das Bild sich anfangen muss zu bewegen. Und ich und Nina, wir sind beide die halt das schießt uns am meisten an. So, ich weiß auch nicht, also ich finde das grundsätzliche Ding, so überlegen, was ich muss bewegen muss, das finde ich geil. Aber ich weiß auch nicht, so auf das Programm After Effects gehen und dann die Keypoints setzen und all das und das Überlegungen machen, dass es real aussieht und so, das schießt mich dann wieder an. Darum, das wird jetzt eine harte Woche, die nächste Woche, weil ich dann einfach alles animieren muss. Und am Donnerstag müssen wir schon fertig sein. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, also ja, sie kommt ja am Donnerstag 00:00 raus, gerade in der Nacht, dann ist der Tag, wo ich mein Projekt muss abgeben muss, Leute. Und das heisst, gut, dann ist es vielleicht schön, wenn ihr die hört, dann wisst ihr, mir geht es jetzt, also nein, ich bin ja dann in dem Moment noch im Stress, aber am Abend, dann geht es mir gut, weil dann habe ich es abgegeben. Und jetzt, gerade aktuell, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist noch gerade weil ich habe noch nichts animiert und ich muss wir müssen ja nur schon alle Soundeffekte noch machen. Also, wir haben ja so eine Hauptfigur und wenn die dann so macht, das müssen wir alles auch noch aufnehmen. Es wird noch stressig, aber wir schaffen das. Was ist noch neu? Ich finde es geil, wenn man so ein bisschen einen Style hat. Oder ich persönlich an mir. Ich finde es immer geil, wenn mein Style dann so ein bisschen etwas extra hat. Und das muss nicht mal heißen, dass es eine ultra kranke Hose ist mit Prints drauf oder whatever. Sondern irgendwie, ich fühle es ja auch einfach Jeans mit einem schwarzen Oberteil. Also so mega simpel. Aber ich finde, ich brauche dann immer noch so ein bisschen, dass es so ein bisschen aufpept gewirkt, also so ein bisschen gestylt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, gestylt. Und ich habe immer so das Gefühl, okay, Schmuck machst du recht viel, dann leist du Kettchen an, dann leist du Ring an, vielleicht noch einen Gürtel und, oder einen Schal oder, keine Ahnung, Ohrenring und so und Make-up. Ich denke mir dann einfach immer so, dass irgendetwas fehlt. Ich weiss nicht, was es ist, aber es braucht noch etwas. Und Leute, ich habe herausgefunden, was es ist. Und zwar, ganz simpel, Frisuren, weil ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ich habe meine Haare eigentlich immer offen. Und manchmal fühle ich es auch und ich habe ja auch schon variiert. Ich bin jetzt gerade letzte voll am immer Locken machen mit also über Nacht so. Jetzt gerade auch, sie sind zwar nicht mehr so stark, aber ich finde, es ist schon ein Style. Es ist schon mehr als, weil ich habe sonst gerade die Haare, ich mache sonst nichts mit meinen Haaren, als sie am Morgen durchstrahlen so. Und Mikrofon angelangt. Aber manchmal ist es easy, aber ich finde, manchmal wirkt es bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe
null Volumen in meinen Haaren. Und dann, ich weiß auch nicht, dann irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt dann etwas. Und jetzt zum Beispiel mit den Locken macht schon viel, aber ich weiß auch nicht, es war ja vorgestern Nacht oder so, wo ich so nicht pennen konnte, und dann bin ich auf Pinterest und ich hatte Bock gehabt, zum so Frisuren raussuchen, und es sind nicht mal mega speziell krank, also weißt du, nicht mal aufwendig gewesen, aber das ist einfach so, zum Beispiel nur so Spängel rein und so und mal Schwänzli machen oder einen geilen Dutt oder irgendwie so, ja, und ich habe jetzt so ein paar Frisuren rausgesucht und ich habe momentan so Bock und ich habe mir dann am nächsten Tag eine Frisur gemacht. Das ist so mega simpel. Ich habe sie am Zuschauertreffen heute auch angehabt, also am Flomi meine ich. Ich hatte so 2 dünne Strähnen vorne gehabt, dann habe ich da, ich habe jetzt voll, so halbe Schwänzli, macht das Sinn? Und aus diesen halben Schwänzli habe ich dann 2 Zöpfchen gemacht. So. Und dann habe ich noch links und rechts ein Sternenspengel da. Es ist so simpel, so einfach und ich finde, es hat so viel gegeben, es hat so geil ausgesehen. Ich habe mich so stylisch gefühlt, wisst ihr, was ich meine? Es hat so genau das ich weiß auch nicht, ich habe das Outfit so geil gefunden. Ja, darum, ich will jetzt in nächster Zeit so ein bisschen Frisuren ausprobieren. Und falls ihr gerade auch an dem Punkt seid, wo ihr das Gefühl habt, irgendwie etwas fehlt gerade oder irgendwie der Spark von einem Outfit oder whatever so, also ich sage jetzt auch die ganze Whatever, ich muss jetzt aufhören, englische Wörter die ganze Zeit benutzen, Alter. Und Alte muss ich aufhören und Bro muss ich aufhören. Aber ja, dann probiert Frisuren aus. Das macht wirklich noch viel. Das ist krass. Ja, wir kommen zum lustigsten von der Woche. Leute, es ist, ich glaube, die erste Woche, wo ich während der Woche einen Moment hatte und war, den muss ich euch erzählen. Und ich freue mich, um euch den erzählen, weil der ist wirklich funny. Okay, ich hoffe, es ist für euch auch lustig. Aber also, ich kenne Nina, meine Kollegin. Sie hat gerade momentan, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mega öffentlich erzählen darf, aber ja, wir sagen jetzt das mal so, so ein bisschen, ja, Studentin, sie ist ausgezogen, sie hat 3 Katzen, da muss das Cash fließen und momentan ein bisschen schwierig und darum sucht sie einen Job und wir haben einfach so ein bisschen darüber geredet und so, dass sie im Struggle ist, bla 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 und nachher Entschuldigung. Und nachher, keine Ahnung, haben wir halt so ein bisschen immer mehr angefangen, weißt du, es ist dann zuerst ein ernstes Ding und dann ist es immer mehr so ein bisschen jokey geworden, weil wir haben vom Studiengang aus haben wir einen Gruppenchat, wo immer alle neuen Cast-Studenten reinkommen. Und das geht immer so weiter, und die alten Cast-Studenten, die gehen nicht raus. Das heisst, es mehrt sich immer mehr an und Leute, die halt jetzt nicht mehr Cast studieren, aber damals studiert haben, sind noch in dem Chat. Das heisst, mittlerweile sind 110 Leute in diesem Chat. Und man schreibt halt, also der Chat ist vor allem da, wenn Leute irgendwelche Jobangebote haben oder, also weißt du, quasi, hey, wir suchen gerade noch jemanden, der vielleicht Kamera macht für den und den Dreh, whatever. Einfach so Sachen. Oder auch, was gibt's noch? Ja, halt manchmal Werbung auch für ihre Projekte oder einfach so Sachen, ja, genau. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, Jokes zu machen. Sie sollen auch da schreiben, ja Leute, ich suche einen Job. Also halt einen Angestellten, jetzt nicht einfach nur für einen Dreh oder so. Genau, und dann haben wir immer mehr und mehr gejoked. Und ich muss mir vorstellen, der Chat ist jetzt schon... Also eben, es sind 110 Menschen drin und es ist jetzt nicht mega, mega ernst, aber es ist jetzt auch nicht mega locker, dass wir jetzt irgendwie so wie ein Selfie oder so zum Beispiel reinschicken oder so. Ja. Und wir haben dann angefangen zu joken, dass sie einfach aus Fun, so quasi, weißt du, wir sind so gesagt, oh mein Gott, stell dir vor, du würdest jetzt ein Video machen, wo du einfach so würdest sagen, hallo zusammen, ich bin Nina, ich suche einen Job, ich habe kein Geld mehr, hat jemand einen Job für mich? Ja, einfach so. Und könnt ihr euch vorstellen, wir sind in unserer Energy gewesen, wir sind müde gewesen, wir haben alles lustig gefunden, wir haben keinen Bock gehabt zu animieren. So, wir haben uns das vorgestellt, wir haben nichts können. Dann, wie sagt man? Haben wir gesprochen, wurde es zur Tat. Mama, es gibt so ein schönes Zitat von dem, aber ich kann es gerade nicht wieder sagen. Ich kann nicht mal mehr reden. Leute, wenn ihr das Zitat gerade in den Sinn kommt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das nervt mich gerade, dass ich das nicht weiss. Getan. Gesagt, getan. Gesagt, getan. Okay, ihr könnt es gleich in die Kommentare schreiben. Also gesagt, getan. Nina hat das Video gemacht. Sie hat das fucking Video aufgenommen. Auch nur aus Joke. Wir sind in unserem Lachmodus und haben das Video aufgenommen. Und wir sind einfach sowas von YOLO gewesen. Und sie hat das Video in den Chat geschickt. Sie hat das
in den Chat geschickt, wo 110 Menschen drin sind. Oh mein Gott. Und ich kann das Video jetzt nicht laufen lassen, aber ich tue es auf jeden Fall auch in Post rein, von meinem wöchentlichen Post, oder zumindest am Anfang oder so, weil das ist, glaube ich, ein bisschen länger. Aber einfach so die ersten paar Sekunden, damit ihr so in den Vibe spürt, wie cringe das ist. Ich tue es in meinen Post auf @9pause. Der ist ab jetzt online am Donnerstag. Könnt ihr gerne mal auschecken. Auf jeden Fall, ja, da kommen einfach voll ernste Reaction. Also zuerst ist verdammt lang keine Reaction gekommen. Man muss also denken, oh Gott, ich bin so die Einzige, die im Chat so mit einem Lachsmiley reagiert hat, damit es nicht komplett cringe ist. Und nach einer halben Stunde, ey, Leute, da sind die ersten Kommentare gekommen von «Hey, ja, was suchst du denn genau? Ja, wir könnten, glaube ich, im Fall noch über bla bla bla. Ich glaube, ich kenne da jemanden» und so. So voll real. Also falls es irgendwann der nächste Woche noch Updates gibt und Nina einen Job bekommen hat, dann melde ich mich bei euch. Also dann gebe ich euch Bescheid. Das wäre ja zu lustige Story. So, ja, wie hast du einen Job gefunden? Ja, so ein Video gemacht. Nein, es war so lustig. Ich glaube, wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine, wie lustig das ist. Genau, das ist, würde ich sagen, das Lustigste von der Woche gewesen. So, wir kommen zum Abschluss noch zum Kommentar von der Woche. Und zwar ist der von der Sina Sternchen Apfel. Und zwar hat sie geschrieben: «Hoi, mega coole Folge gewesen. Dankeschön. Ich habe eine Frage und ich fange diese Woche an mit Tanzen. Heisst, ich komme in eine komplette Gruppe allein. Das ist für mich ein rechter Step aus der Comfortzone. Vielleicht hast du oder ChatGPT da irgendwelche Tipps. Ich liebe den Podcast, mache ich wieder so geil. Alter. Ich finde es so lustig, dass ihr noch geschrieben habt, so, oder ChatGPT. Und natürlich habe ich und ChatGPT da eine crazy Vorbereitung gemacht. Nein, ich muss schauen, ich habe noch nicht mehr so viel Akku auf meiner Kamera. Und ich glaube, der Podcast geht auch schon wieder eine Stunde. Aber ich habe mir auf jeden Fall die wichtigsten Punkte angeschrieben, weil ich habe ja, wann war das gewesen? Wo ich glaube in den Mond war, das ist halt auch schon wieder lange her. Schon ein Jahr, oder, nein, über ein Jahr. Ja, über ein Jahr, 1,5 Jahre her, wo ich eine Podcast-Folge gemacht habe über das Thema. Weil ja das gerade aktuell war, weil ich dort eben im Sprachaufenthalt war im Montreux. Und ja, eben das ein aktuelles Thema für mich war. Und ich glaube, ich habe sogar eben auch darüber geredet, als ich selber ins Studium gekommen bin. Aber ich finde, ChatGPT hat auch noch ein paar wichtige Inputs gegeben, die wir auch besprechen können. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele Situationen beziehen. So, dass in eine Gruppe kommen, es kann sein, dass sich alle schon kennen, es kann aber sein, dass alle in der gleichen Position sind und niemand kennt sich so. Eben bei mir, zum Beispiel im Studium, hat sich also vorher eigentlich niemand kennt, so, also ich glaube 2. Aber so grundsätzlich war das der Vibe gewesen. Aber zum Beispiel in Montreux oder in Lyon haben sich immer schon so ein paar gekannt. Es hat auch immer wieder neu gegeben. Ja, ich habe schon alles erlebt. Also wenn man umzieht, ist es schon am schwierigsten, wenn sich so Grüppli schon gebildet haben und du kommst so neu dazu. Und sie hat jetzt eben geschrieben, sie will in eine Tanzgruppe kommen. Das ist eigentlich meistens auch schon so ein Ding, dass sich dann alle schon kennen und du bist quasi die Neue. Und ja, ich bin auch echt ein Mensch, der immer so eine comfy Person braucht, beziehungsweise gerade jetzt zum Beispiel so tanzen, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wieder anfange zu tanzen, dann müsste ich mit einer Kollegin oder so dorthin gehen, weil ich mich selber das auch nicht getraue. Und eigentlich so schade, weil man sich selber so einschränken, dass wenn man Bock hat, mit Tanzen anfangen oder irgendetwas anderes und das so der Grund ist, warum man es nicht macht, weil man Angst hat, um irgendwie den Anschluss zu finden und oh mein Gott, die kennen sich alle schon, dann steht man sich so selber im Weg und irgendwann sind wir 80 und denken so, what the fuck, Alter, wie unnötig. So, das braucht so, der erste Tag ist vielleicht ja, von dem auch ein bisschen Angst und dann ist nachher easy. So, dann hat man den Vibe mal gecatcht, dann haben wir schon ein paar Leute kennengelernt und obviously bist du jetzt am ersten Tag nicht gerade komplett die Besties und kennst deine ganze Lebensgeschichte, aber du findest sicher mal schon die ersten Menschen, die dir sympathisch sind. So. Und ich glaube, das ist auch so, ja, vielleicht so ein bisschen das Ziel. Und darum, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben und darum würde ich gerade sagen, eben, der erste Punkt ist gerade mal offen und freundlich sein. Und das habe ich mega fest gelernt, als ich im Sprachaufenthalt war. Weil vorher habe ich immer eben mega den Drang gehabt, ich muss eine Person finden, wo ich mich wohlfühle und so. Und, also beziehungsweise nicht mal eine Person, wo ich mich wohlfühle, weil das finde ich eigentlich etwas Gutes, wenn man jemanden findet, vielleicht beim Warten vorher, bevor die Schule anfängt, der Sitznachbar oder jetzt gerade eben beim Tanzen, falls man mit jemandem gerade reinläuft und dann mit dieser Person die ersten Gespräche hat und vielleicht dann das so ein bisschen Bezugsperson ist, finde ich super. Aber ich bin mega oft
dem aus von ich muss jetzt meine beste Kollegin finden, wo ich dann den Rest von der Schulzeit wird zusammen verbringen und sonst habe ich Angst. Also ich bin mega auf dieser Suche gewesen, und das ist so dumm, weil dann fängst du an so Vorurteile haben gegenüber Menschen und fängst an vielleicht eben Leute schon, ja okay, wird jetzt nicht so ein Vibe sein, ja okay, mit der wird jetzt vielleicht nicht so reden oder keine Ahnung, einfach so, eben so die Vorurteile und in dem Sinne nicht mehr so offen sein, sondern viel mehr schon auf Äußerlichkeiten schauen oder einfach so Sachen. Und ich finde, gerade am ersten Tag habe ich wirklich mega gelernt, grundsätzlich offen sein. Mit jeder Person probieren, das Gespräch suchen, freundlich sein. Und ja, das habe ich erst, also ist auch so das Ding, nur schon ein Lächeln kann ja komplett viel bewirken. So. Oder einfach so ein bisschen allgemein, ich glaube, ja, wenn man noch nicht jetzt gerade der Vibe ist, so ein Gespräch suchen, dann einfach vielleicht so ein bisschen den Augenkontakt suchen. Jetzt nicht mega creepy so, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann vielleicht mal über mein Gesicht lächeln. So. Also wenn mir über das Gesicht smilet, Bro, dann direkt sympathisch. Also wie, dann das ist ja wie eine Kommunikation, wo mega simpel ist zum bekommen, aber ja doch nicht eine direkte Kommunikation ist so. Aber es ist ja schon Kommunikation. Genau. Und ich finde ja gleich eben so, wenn du das Ziel setzt, ist grundsätzlich mit allen schon mal probieren, einen Vibe haben. Oder mit jedem, wo der über den Weg quasi kommt, so, probieren freundlich sein, offen sein und jetzt nicht gerade, ja, das habe ich wirklich mega mir müssen selber so, das ist für mich ein Learning gewesen, auf jeden Fall. Genau. Weil, das ist zum Beispiel im Studium, habe ich das mega so umgesetzt und ich habe mich auch mit allen verstanden, also ich verstehe mich jetzt auch noch mit allen, aber ich habe am Anfang gar nicht den Fokus gesetzt, von ich muss jetzt meine closen Leute schon finden, so, sondern es hat recht lange eine Zeit gegeben, wo ich sage mal, allen gegenüber neutral war. Also ja, neutral, das ist so ein dummes Wort, aber es hat jetzt keine Präferenzen gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist wie, ja, ich habe mich mit jedem Mal austauscht, mit jedem Mal geredet und so. Und es hat ja, keine Ahnung, es hat sich noch nicht so Grüppli gebildet in unserer Klasse oder so. Und das habe ich auch super gefunden, das habe ich mega geil gefunden. Und eben irgendwann mit der Zeit, dann merkst du so, mit welchen Leuten, dass du vielleicht automatisch so ein bisschen mehr ins Gespräch kommst, mehr tiefere Gespräche hast, mehr Gemeinsamkeiten hast, mehr gleiche Ansichten hast, einfach besser kannst vielleicht reden und so. Oder, keine Ahnung, ein grösseres Vertrauen kannst aufbauen. Einfach, das sind so ganz viele Sachen, die sich einfach entwickeln, finde ich, und wo man nicht am ersten Tag kann sagen so, und ja, darum hat sich das bei mir jetzt zum Beispiel im Studium dann auch immer mit der Zeit mehr entwickelt, so, jetzt sind wir so eine mega geile Vierergruppe so, und es hat sich voll lustig so entwickelt, dass ich mit der einen Teil so ein bisschen gut, also mit jedem einzelnen von diesen 3 Girls habe ich es so gemerkt von so, wir sind voll dabei, wir haben gute Gespräche so, aber sie alle untereinander habe ich nicht gewusst, dass sie das auch so empfinden. So. Weil wir sind nie das Vierte gewesen. Weißt du, so, mit dieser Einzelnen habe ich es gut gehabt, mit dieser Einzelnen habe ich es gut gehabt, mit dieser Einzelnen. Und wenn wir zum Beispiel auf Berlin dann sind, habe ich so gesehen, okay, es gibt 4 Zimmer und so, das wäre so meine Traumvorstellung gewesen, so mit ihnen 3 dann ins Zimmer gehen. Und es hat sich literally genau so ergeben. Und ich habe das nicht gewusst, dass sie das auch so empfindet, dass die 3 Leute für sie so die Leute sind, die jetzt am ehesten der Vibe sind. Also eben, weil wir haben nie das 4. gechillt und es hat sich so eine 4-Gruppe gegeben, sondern es ist eigentlich in Berlin entstanden, dass wir das alle so ein bisschen empfunden haben, dass also jeder für sich einzeln so, hey, die 3 Girls, mit denen verstehe ich mich so ein bisschen am besten. So. Und das hat mich so hart geflasht, dass also weißt du, es hätte auch einfach anders können sein, dass jeder andere, so, obviously, aber dass wir alle 3 genau die gleichen Personen irgendwie so, ich weiß auch nicht, das hat mich so geflasht. Ja, und dann ist das so ein bisschen dann entstanden. Aber ja, darum, ich finde es mega gut, wie sich das entwickelt hat, dass es nicht von Anfang an so ein Ding war, sondern dass sich das irgendwann entwickelt. So. Genau, darum offen und freundlich sein. Zweiter Punkt, das ist ja dann eben dann ganz schon richtig ins Gespräch starten, wenn man mal ein Lächeln geschenkt hat. Da ist eigentlich, also ich finde, das ist etwas, wo schwierig ist, und ich habe das auch mega gelernt im Sprachaufenthalt, auf Leute zugehen. Das braucht immer so ein bisschen viel Mut, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen schücher ist oder introvertierter, dass es dann einfach mega viel Mut braucht. Aber ich finde, also gerade wenn es zum Beispiel in einer Situation ist, wo es so jedem gleich geht, also dass niemand kennt, dann ist man selber ja auch mega froh, dass einem jemand anspricht. Das habe ich zum Beispiel an meinem ersten Studientag
Tag gemacht, wo wir es war wie so ein Einführungstag gewesen, und es sind so alle neuen Studenten quasi in einem, ich sag mal, Saal gehockt. Und ich bin neben einer gehockt und ich habe die einfach angesprochen. Bro, die hat fucking Französisch geredet, das ist mir schon egal gewesen. Und sie ist, was studiert sie? Ich glaube, Skige oder so. Aber ich habe einfach, ich habe gesehen, sie hockt neben mir, sie ist auch allein. Ich habe einfach sie angesprochen, hey, bist auch neu? Nö, logisch. Was studierst du denn und so? Und von wo kommst du? So mega banale Sachen. Da gibt es so viel eben so Wissensfragen, was ich mache, bla bla bla. Und wenn es jetzt eine Situation ist, wie zum Beispiel jetzt beim Tanzen oder eine Klasse, die sich schon kennt, dann kann man so eben Wissensfragen im Sinne von, okay, wo ist denn das, was ist das, wie ist der Lehrer? Ich finde so ein Ding so, wie ist der Lehrer oder keine Ahnung, irgendwie so Sachen. Oder auch so, ja, ist das immer so, das Blasen und das so. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen so das, so ein bisschen der Vibe, ja. Ich checke. Und auch einfach so Gemeinsamkeiten suchen. Das können eben mega kleine Sachen sein, wie ein kleiner gemeinsamer Insider, ich kann es jetzt voll schlecht beschreiben, aber so ein kleiner gemeinsamer Insider, der kurz entsteht, weil etwas lustig war, oder ein gemeinsames Hobby, oder einfach nur schon ein gemeinsames Thema, wo wir darüber reden können. Also mir hat es zum Beispiel nur schon geholfen, wenn ich jemanden so trifft, der einem Gimmi war, dann redest du nur kurz, bist du eigentlich ja, hure stressig gewesen, ja, oh mein Gott, ja, wir haben dann nicht das gemacht, weil das Profil hast du dann gehabt. Keine Ahnung, dann hast du nur schon einfach ein Grundthema, wo du kannst darüber reden. Und da gibt es ja so viele Sachen, da gibt es Hobbys, da gibt es je nachdem Religion, da gibt es Berufsgang, da gibt es Beziehung, da gibt es alles. Darum, ja, einfach mal Themen abdecken. Und dann hat man einfach ein Gesprächsthema, weil ich finde es meistens recht unangenehm, wenn man so den Smalltalk hat, wo so, okay, von wo kommst du? Und du merkst so, es sprudelt nicht. Und eben, man kann mit diesen Fragen starten und dann man merkt, was, du kommst auch von dort, krass, ja, kennst du die und die Person, was, und wenn ihr jemanden findet, den ihr beide kennt, dann habt ihr ja schon ein Gesprächsthema. Also, genau, so ein bisschen wie Gemeinsamkeiten suchen. Weiterer Punkt, interessiert zuhören. So, also, eben, klar, im Gespräch braucht es beide, aber ich finde, nur schon, wenn du von dir aus mega Interesse zeigst, also viel Fragen stellst und nur schon mit der Mimik, weißt so lange Augen kommt, einfach so, das aktiv zuhören, so interessiert, das macht halt psychologisch extrem viel so. Und auch eben viel Nachfragen, viel Rückfragen, so, wenn sie etwas erzählen, nachhaken, einfach so ein bisschen so Sachen. Genau, weiterer Punkt, nicht verstellen, selbsterklärend. Ich finde es wichtig, ist in dem Moment authentisch zu sein. Klar, du bist jetzt nicht komplett dich selber, wie wenn du jetzt mit deinen First Circle Leuten da bist, aber wie nicht dich verstellen, nicht ein anderer Mensch sein, weil das bringt da absolut gar nichts. Also ich finde, wenn du dich jemandem annäherst und du hast das Gefühl, du musst dich komplett anpassen, dann weiss auch nicht, dann ist vielleicht jetzt auch nicht gerade der richtige Vibe. So, ich finde es wichtig, dass man in dem Moment sich selber ist, dass man sich auch wohlfühlen kann und dass es in dem Sinne auch nicht so krank viel Energie kostet. Genau. Weiterer Punkt, bei Aktivitäten sich beteiligen. Also wenn es eine Möglichkeit gibt von zum Beispiel einer Gruppenarbeit oder ja, einfach irgendwie so ein gemeinsames Warten oder irgendwie so, ja, die Gruppenarbeit ist eigentlich ein recht gutes Beispiel, dass man gerade in diesem Moment sich aktiv beteiligt. Also möglichst viel reden ist auch so falsch, aber nicht jetzt einfach wie ein stilles Müsli dort hocken und das Gefühl hat, oh mein Gott, ich bin die Neue, ich darf mich gar nicht beteiligen, weil die haben alle mehr Ahnung und die kennen sich alle schon und darum reden sie jetzt und dann die ganze Gruppenarbeit selber machen und ich sage nichts und wenn sie mich fragen nach meiner Meinung, dann bin ich so, ja, mir ist gleich, sondern du bist dann da, du bist auch ein Teil von der Gruppe, du bist vielleicht die sogar geile Ideen bringt, wo anderen sagt, Alter, das finde ich eine geile Idee, wo deine Meinung sagt, wo einfach dieser Gruppe beiträgt, wo du zeigst, du bist auch da und ich finde, das ist auch eine mega gute Möglichkeit, um dann eben interagieren, zum Leute kennenlernen, eben kann ich nur schon, wenn man, ich weiß auch nicht, ich finde das so ein geiler Moment, wenn man so in einer Gruppenarbeit ist und zwei haben zum Beispiel, also du und jemand anderes haben dann so eine Idee, die man geil findet, dann tut man sich gegenseitig supporten und so, also das tut mega, mega zusammenbinden. Ja, und was haben wir noch? Der letzte Punkt. Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt. Man muss seine Besties nicht nach dem ersten Tag finden. Finde ich wirklich wichtig. Vielleicht auch mega obvious und selbsterklärend für die meisten, aber für mich ist das ein Learning gewesen, so. Und vielleicht ist das für euch auch so ein Ding. Ihr braucht
nicht, also ich glaube, das ist meistens, wenn wir so ein bisschen unsicher sind, weil ich bin auch mega ein unsicherer Mensch, so, gerade bei diesen Momenten. Und ihr braucht nicht unbedingt den Anker. Und was ich auch mega wichtig finde, zu sagen, ich finde, es ist auch voll okay, wenn ihr auch einfach mal alleine sind. Also man hat immer so das Gefühl, oh mein Gott, ich bin jetzt alleine am Mittagessen oder ich muss jetzt alleine dort hinlaufen oder ich habe jetzt gerade niemanden zum Reden und die alle sind gerade am Reden. Boah, das ist fucking scheißegal. Das ist so scheißegal. Wenn du ganz genau darüber nachdenkst, die Situation ist null cringe. Man muss nicht immer mit Menschen interagieren. Es ist manchmal auch voll okay, einfach mal da zu sein und vielleicht beobachten und schauen, das ist so okay. Und ich merke halt, meine Kamera hat nicht mehr so viel Akku, darum, ich verabschiede mich, Leute, sorry für den mega schnellen Schluss jetzt, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, die Podcast-Folge, und wir hören uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, 5 Sterne da zu lassen, ohne Kommentar, und erzählt uns euren Großeltern, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!